Ach ja, Leute, die letzte Folge war mal wieder was, war? Vor allem hinsichtlich Überlänge. Damit willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wobei ich ja zugeben muss, dass so Sachen wie jetzt hier die Insel quasi befreien, die eigentlich eine große Quest war, sowas eigentlich gerne in eine einzige Folge packe. Vor allem halt beim Spiel wie das hier, was so riesengroß ist. So, übrigens, ich habe offscreen eben noch ein bisschen recherchiert wegen dieser einen Quest hier mit der Flaschenpost und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Höhleneingang hier sein muss, den ich mal offscreen abgeflogen habe. Es hat zwar hier noch einen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und hier habe ich noch was entdeckt und zwar hier ist offenbar ein Schrein, weil ich den von dem Eingang hier aus sehen konnte. Beziehungsweise, wenn man hier ein bisschen reinguckt, dann sieht man da, ist ein Höhleneingang. Ja, warum ausgerechnet hier ein Schrein oder so? Keine Ahnung, ich nehme an, wir hätten hier sowieso noch ein paar sein. Und übrigens, ich habe nochmal geguckt wegen dem scheiß Rezept da. In der letzten Folge, wo ich gesagt habe, hey, wieso klappt das nicht? Und ich sag mal so, es hätte schon geklappt, wenn ich natürlich das Richtige genommen hätte. Das heißt für uns, wir gehen mal ganz kurz zurück zum Dorf der Orni. Nur ganz kurz. Damit man mal zeigen kann, dass es hier halt, ja, auch noch andere Gegenstände gibt, die halt ähnlich aussehen wie Hyrule-Reis. Und eigentlich anhand der Form hätte mir klar sein können, dass ich damit Reis nicht viel machen kann, ne? Gut, ich meine, wir sehen ja den Namen des Rezepts nicht, klar. Wenn man den Namen des Rezepts wüsste, ich glaube, dann würden wir relativ schnell dahinter kommen, dass es mit dem Reis nicht sein kann. So, jetzt muss ich ganz kurz hier in den Laden hoch. Hätte vielleicht noch einen Degensprung einsetzen können, aber wäre vielleicht irgendwo anders gelandet, wo ich eigentlich hin wollte. So, irgendwo hier. Hier ist ein Pen, wa? Naja. Nachtung gefälligst? Yeah, nee, danke. Hier ein Krämerladen. Ja, das sieht gut aus. Willkommen. So, und zwar hier hinten. Tabanta-Weizen. Ja, nicht Hyrule-Reis, sondern Weizen. So traurig, dass nur 3 Stück sind, aber okay. Rohzucker, aber noch gar keinen. Brauche zwar für das Rezept nicht, aber ist trotzdem wichtig. Ziegenbutter, das haben wir ein bisschen was. Haben wir hier noch Ölflasche, haben wir auch. Holzpfahl haben wir genug. Glutlinge haben wir auch genug. Ein Buch haben wir nicht. Eine Sammlung von Rezepten zu handeln. Ziegenbutter. Ziegenbutter und Apfel. Plus Chilis. Eventuell. Misas Kochbuch. Wir nehmen Tabanta-Weizen, Ziegenbutter und Rohzucker. Ein Nusskuchen. Ja, und genau darum geht es ein bisschen. Wenn man das andere sich angesehen hätte, hätte man, also genau angesehen hätte man vielleicht gesehen, das ist eine Art Kuchen. Und ich habe selten Kuchen gesehen, der mit Reis gemacht wurde. Aber mit Weizen schon eher. So, jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr. Klar gegen Kälte können wir... Die haben doch gar nicht alle, wa? Komm. Kohle habe ich mittlerweile ein bisschen. Wir holen die Dinger mal. Ich will die kompletten Sets haben. Ups, das hat aber schon. Aufgepasst, Link. Die Hose fehlt noch. Eine Hose wäre nicht schlecht. Ja, ich liebe den Film. Pokémon 2, die Macht des Einzelnen. Bis heute mein Lieblings-Pokémon-Film. Einer der wenigen Filme, sprich Fortsetzung, die besser war als das Original. Meiner Meinung nach. Nicht viel, aber ein bisschen. So, das aber zum anderen Zeitpunkt weiter ausgeholt. So, jetzt aber. Wir hatten Tomaten. Wir hatten Käse und wir hatten Weizen, wa? Wenn man sich mal ganz kurz überlegt. Ups, ihr seht es, schon falsch gemacht. So, Weizen und Käse. Was könnte daraus wohl entstehen? Und warum könnte wohl der Hyrule-Reis dazu nicht passen? Genau, es ist eine Pizza. Da fragen wir natürlich, wenn da irgendwie jetzt noch mit Fleisch belegen würde und so, gibt es auch eine Fleischpizza? Müssen wir fast mal ausprobieren, wa? Warte mal.
Ich mache nur einen, weil nur noch irgendwie einmal Tabanta-Weizen muss es sonst wieder farmen gehen. Oder duplizieren ist die andere Variante. So, und Käse und jetzt noch mit Luxuswild dazu. Vielleicht wäre Chili die bessere Variante. Ich habe es auf eine scharfe Pizza. Okay. Ja gut, ich meine, es ist eine Pizza. Nur die hat ein bisschen mehr Power. Der hat 10 Sterne und die hat nur... Hä? Weil ich die Pizza echt ursprünglich gemacht habe, die erste Pizza war das hier? Das wäre schräg, wenn die weniger geben hätte als... ja, ihr wisst schon. Wenn mit dem Luxuswild drauf weniger geben würde. Topfdeckel, um mich auch, ey. So, das nun mal so viel dazu. Ist aber hier eigentlich noch so ein Symbol? Ah! Wegen den Dingen, genau, wegen dieser scheiß Quest. Im stärkeren Bogen. Das Problem ist, ich habe zwar ja zu Hause mit den Falken oder Schwalbenbogen, wie auch immer. Aber ich habe noch nicht wieder 3 Diamanten. Die muss ich jetzt auch wieder mal farmen gehen, offscreen, oder ich dupliziere sie. Ja, ist halt immer so eine Sache, wa? Mein Bomben mache ich mittlerweile auch nicht mehr, Pfeile können wir sowieso nicht. Wieder aber so Dinge, wo ich mal sage, ja, wenn es halt nötig ist, warum dann machen? Und das ist so ein Punkt, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Vor allem bei Diamanten, ich meine, wir haben das Spiel noch nicht durch natürlich, also noch nicht alle Gebiete abgesucht. Und wenn ich dann irgendwie sage, okay, es gibt eine Methode, wo ich sage, dort kriege ich garantiert Diamanten raus, dann würde ich sagen, scheiß drauf, ich brauche das Duplizieren gar nicht mehr. Dann dauert es halt dort ein bisschen, weil ich mir wieder Blutmond erwarten muss oder irgendwas machen muss dafür, aber ich weiß zumindest, ich krieg's garantiert, wie jetzt mit dem Sonanium. Da weißt du, hey, im Untergrund gibt es Sonanium, fertig. Wenn du es halt nicht weißt, und auf gut Glück irgendwie muss Diamanten suchen gehen, dann gibt es noch so Quests, wo irgendwie heißt, ja, du willst eine Waffe, okay, gib mir irgendwie 3 Diamanten dafür. Dann denke ich mir, alter Schwede, geht's noch krasser. Ich bin auch schon ein bisschen in Vorbereitung auf die 100. Folge, die auch schon bald ansteht. Wir haben jetzt hier Part 94. Ich habe mir überlegt, in 100. Folge mache ich entweder einen König Kriok auf den Inseln da ganz weit in der Wüste der Gerudos platt. Das wäre, glaube ich, eine schöne Folge 100. Oder aber die andere Variante wäre... Der kommt zum richtigen Zeitpunkt. Die andere Variante wäre wohl unser Masterschwert. Ich wollte eigentlich vorher erst noch den Dekubar machen, aber irgendwie denke ich mir, wir wissen, wo das Schwert ist. Und klar, vielleicht sollte es in der Storyline korrekterweise zuerst Dekubaum sein, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt das Masterschwert holen und dann zum Dekubaum gehen, dann sagt er vermutlich auch, oh, du hast das Masterschwert, Gott sei Dank. Weißt du, irgendwie sowas. Warte mal, wo war jetzt hier der scheiß Höhleneingang? Moment. Bin ein bisschen... Oh! Ups! Bin ja komplett falsch, Alter. Ich habe gleich ein Problem. Muss ich mal das Kletterset holen, wa? Das hatte ich, glaube ich, in... Oh, schon neue Gegner. Das hatte ich in Breath of the Wild wesentlich früher als jetzt. Ist das ein blauer? Im Horn meine ich halt. Jo, ist er. Aber fehlt ihn noch. Oh, das Album komplettieren. Oh, da wird dann eine schöne Quest. So, wenn ich für alle Krogsamen sammeln. Nee, das mache ich nicht, Freunde. Alle Krogsamen, nur wenn ich echt mal irgendwie Langeweile hätte. Was ich aber eher mache, ist dann halt diese 440 sind es, glaube ich, Krogsamen zu holen. Weil das sind die man ja braucht, um alle Upgrades freizuschalten. Das würde ich machen. Weil das macht irgendwie Sinn, finde ich. So, mal gucken, was haben wir hier alles für Geräte? Reicht's für... Doch, müsste reichen, wa? Für unseren Favorite. Yes, man.
Warum wusste es genau, das passieren wird? Sieht irgendwie schon cool aus hier. Also, was man machen muss, ist auf Lionel-Jagd gehen. Und zwar nicht nach den roten, die wir bereits besiegt haben, sondern eher so blaue oder... Ja, Silberne will ich nicht, die sind noch zu krass, ey. Die haben zu viel Defense, da, wie sie das geschafft haben. Auch mal eine Waffenplatte ist nicht so cool. Mein Lionel war es so, da gab es keine schwarze, dafür gab es aber eben die blauen. Hier gibt es schon ein paar Sonderbauteile, krass. Die blauen, die silbernen, ich glaube die weißen gibt's. Das ist eh ein bisschen schräg. Also gerade bei den, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Na komm schon. Hier bei den Bockblins zum Beispiel, da gibt es ja nur, also nur in Anführungszeichen, da gibt es ja die höchste Stufe, sind halt die silbernen, ne? Habe ich noch von den schwarzen irgendwas? Oder habe ich die schon alle wegrationalisiert? Ne, wir sie noch haben, oder? Hier, schwarzer Bockblindhorn ist aber krass der Anstieg, wa? Von 17 auf 31, fast doppelt so stark. Und wenn die blauen Bockblins und die roten normalen. Das sind ja auch krass, ist so von der Form her. Da von der schwächsten Form haben wir die hier. Man sieht irgendwie fast wie zwei Hörner, also man sieht, es ist eine Weiterentwicklung. Hier auch, aber quasi ein Dreizack und dann plötzlich sowas. Und du denkst, hä? Was ist denn jetzt passiert? Wie so ein Leuchtfisch oder so. Hä? Höhle? Wie Höhle? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich hier hoch muss, aber ich frage mich gerade, warum. Abgesehen davon kann dann meine Theorie nicht richtig sein, wa? Hä? Hier geht es eben nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was da los ist, ey. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Was soll das für eine Höhle sein? Oh, das sind Eier. Ich meine, es ist definitiv eine Höhle. So viel ist klar. Mein Gerät ist weg. Ich bin jetzt verarscht, wenn wir jetzt zu weit weg von dem Ding gegangen bin. Ah, leg mich doch am Arsch, ey. So, aber was soll das? Ich meine, ich sehe doch hier nichts. Kann ja eigentlich nur... Hä, was soll das für eine Höhle sein? Das ist eine abgespacede... Ups. Ich wollte sagen, Unterwassertortur geht gar nicht, weil wir können nicht tauchen. Da ist etwas, wo ich sagen muss, man spielt Breath of the Wild, vermisse ich sowas. Weil da müssen tauchen gehen. Aber wisst ihr, weil das Ding ja hier ist, das Brett, kann man sich ja denken, okay, ich muss es so machen.
Hier oben noch etwas, das ich irgendwie gerade übersehen habe, weil es gerade so eng ist? Nee. Hä? Link hochklettern, es regnet ja nicht. Oh nee, sag mir nicht, weil du nasse Hände hast, geht das nicht. Ich bin tatsächlich verwirrt, Freunde. Ich hätte darauf gewettet, dass das hier richtig ist. Naja, man kann nicht alles haben. Dann geht es leider auch weg. Oh, Mist, Mist, Mist. Okay. Dann gehen wir mal an die anderen. An die andere Stelle, besser gesagt, also nur eine, die ich dann gesehen habe. Ich habe gerade kurz den Blick über den Turm soll, aber der ist halt auch noch weiter weg. Nein, Link, nicht irgendwie ein Ding knutschen. Und zwar hier drüben. Ich glaube, deswegen ist gar keine schlechte Idee, wenn ich jetzt erst einmal kurz Martino-Institut gehe und schon mal dort den Schrein aktiviere, dann bin ich ein bisschen näher dran. Wir können dann hoffentlich zu Ende der Folge gehen, doch noch zu Rubelo. Endlich mal nach all der Zeit. Weil eigentlich in der Folge wollte ich eigentlich sogar die Quests hier, die ganze Questreihe um Hateno selber noch abschließen. Aber naja. Ihr wisst, wie es läuft, Freunde, wa? Wenn der Michael was entdeckt, dann muss er nachgehen. So, hier waren wir übrigens, beziehungsweise hier wurden wir irgendwie aufgehalten. Was war bei Breath of the Wild? Hier war bei Breath of the Wild irgendwas, aber weiß gar nicht mehr. Kommt jetzt Miasma-Hände raus. Ja, irgendwas Spezielles war hier, aber ich weiß am besten will nicht mehr was. Ist echt schon so lange her. Es war jetzt nichts, was so einschlagend gewesen wäre oder wichtig wäre für die Story. Das schon nicht. So, also hier unter mir müsste eigentlich der Schrein sein. Der Höhleneingang war ja ein bisschen weiter vorne. Da ist schon mal nichts, das war klar. Gut, das ist mal natürlich ein Schrein, der schnell geht, sagen wir mal, wie es ist. Das ist ja eigentlich auch ein Schrein, der auf dem Weg von der Hauptstory her liegt. Das heißt, eigentlich kann die Prüfung selber nicht weiter schwierig sein. So. Den Schrein hätten wir also schon mal. Den fast direkt unter dem Institut. Dann gehen wir noch einen anderen Weg entlang, mal gucken. Und die Höhle ist gemeistert. Krass, wa? Andere Waffe, die zerbricht eh bald. Dieser Kühler. Das ist der Turm, ey. Der hat echt von da aus gekonnt. Na egal.
Mhm. So, aber auch nur, erwische jetzt wirklich mal einen richtigen Höhleneingang, hey. Ja, ich muss halt auch bei diesen Scheißhöhlen mal reingucken gehen, weil nicht einfach nur denken, da ist eine Höhle, okay, die könnte es vielleicht sein. Oder wegfliegen ist irgendwie sowas Enttäuschendes wie das da vorne, aber irgendwas muss da noch sein. Abgehakt war es ja auch nicht, dass irgendwie ist noch was. Die fragen natürlich, was kommt da noch? Das werden wir irgendwann noch aufklären. Hä? Soll Höhleneingang sein? Wo? Ach, hier. So, die Waffe futsch, haben wir nicht weiter gestört. Dann kommen wir zur nächsten Waffe. Wo bist du her, Alter? Läuft bisher nicht ganz so gut, wie ich eigentlich wollte. Ich meine, hier ist ein Schrein. Ja, schön. Okay, er liegt unter Wasser, muss ihn erstmal befreien. Ja, aber eigentlich wollte er den Typen suchen. Hä, ganz creepy. Was zum... Tief geht's denn hier unten noch? Der Falkenbogen zerbricht bald. Ja, als ob ich jetzt auch hochgehe. Was zum... Hä? Was war das gerade? So, warte mal. Nochmal. So wollte ich eigentlich, wenn wir genug Zeit haben, hochzugehen. Schön aufmachen hier. Kanshin Kurzschwert. Soldatenschwert, ja, dann nehme ich aber lieber das Kanshin Kurzschwert. Dankeschön. So, was hier gefragt ist, denke ich, ist auch klar. Das Teil aufsprengen, das dürfte jetzt nicht so die Schwierigkeit sein. Dann, ups. Bevor ich nicht mehr hinkomme. Natürlich nichts Wichtiges. Jetzt viele Felsbrocken. Und die eine oder andere Bombe. Naja. Ja, mal, Link, du willst mich wohl verarschen. So, dass hier an den Wänden selbst auch immer so rutschig ist. Soldatenlanze, ansonsten ist hier irgendwie auch nichts Besonderes mehr. Gut, dann... Mal das Wasser ablassen.
Damit der Schrein befreit wird. Befreit den Schrein! Wo ist? Bin ich gerade. Ah, da oben. Die auch noch, ja, aber da sind eh nur Lordsteine drin. Was zum? Das ist nur eine Überraschung, dass der hier ist. Was zum? Nein, ich wollte gerade nur aufheben. Wo ist hin? Ah, hier. 5 Stück wieder. Der eine Bruder wird sich freuen. So. Aber wenn ich jetzt eigentlich schon quasi so einen Aufwand hatte. Warte, wir gehen mal ganz kurz gucken. Ich meine, Aufwand in Anführungszeichen, wir mussten schon mal einen Schrein feinlegen, also gehe ich jetzt mal davon aus und hoffe, es stimmt auch, dass ich da jetzt einfach... Nein, stimmt nicht. Schade. Das wäre quasi wieder so ein Schrein im Sinn von raussägen. Nee, weil eben die Schreine hier ein bisschen länger dauern und so, will ich dann mal in einer künftigen Folge, vielleicht sogar so 95 oder so, oder bald, nachdem wir in HT noch fertig sind, mal komplett zusammen machen. Haben wir gesagt, war. Einfach so mal ein paar Stück zusammennehmen und dann alle in einer Folge machen. So, warte mal. Ja, ich bin noch ein bisschen verwirrt hier. Ich meine, die Höhle stimmt schon und ist irgendwie die falsche. Ich meine, ich hatte noch einen hier drüben. Aber dann war es das eigentlich. Das war jetzt in der einen Folge, wo ich dachte, da ist sowieso nie was. Jetzt kommen wir ziemlich weit oben raus, Freunde. Da rechts ist ein fliegender Gegner. Ich dachte zuerst, es wäre so, so ein fliegender Wächter aus Breath of the Wild. Und ich dachte, hä? Kann ja gar nicht sein. Und dann, ah nee, doof. Wäre zwar schön gewesen, Pekinesen, aber was ist denn das da unten? Hä, ist das tatsächlich hier? Fässer mit Leuchtsamen? Und das ist ja wohl offensichtlich. Und das hier wohl auch. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Also bevor ich übrigens einen König Kriok da platt mache, muss ich dringend auch noch ein paar von denen holen. Ein paar Raketen. Denn wir haben ja schon mal so einen Frosttypen, war den haben wir platt gemacht. Und ich hätte eine Idee, um dann das für den König. Weil dort oben sieht es eher ein bisschen so aus, von wegen, wird ein bisschen schwierig. Weil ich offenbar scheinbar nicht so viel Platz da oben habe. Warte mal, da Platz auch so. Jo, hat er gefunden. Also ich will sagen, jetzt wenn wir Platz haben zum Ausweichen, vor allem wenn er irgendwie seine Schwingen ausbreitet und mich irgendwie runter pusten will, weil das ist ein bisschen kacke. Und ja, das zum einen, zum anderen natürlich auch eben, damit ich irgendwie eine gute Chance habe, auch in die Höhe zu leiten, zu springen. Und das dort vom Ole ja nicht so gegeben ist. Denke mir halt so, okay, gut, lassen wir das, dann mache ich es halt doch lieber auf eine andere Art und Weise. Könnte auch schwierig werden, da reinzukommen.
habe natürlich für ein Schwimmtempo schon mal einen. Das ist nicht viel besser als nichts. Bringt trotzdem nichts, ich kann da so nicht rein. Nee, muss ich anders machen. Das war sowas von klar. Einen halben Meter vor einfach. So, ich überlege jetzt halt. Kann man irgendwas zusammenbauen? Transporter, schwimmt der genug? Ja, hoff mal. Und ihm halt so einen Gleiter, schmeiß ihn auf den Propeller drauf. Ne, warte mal. Vielleicht lieber auf den Schlitten. Und dann packe ich noch 2 Ventilatoren drauf. Weil das sollte eigentlich auch reichen. Ne, ist eine Strömung. Aufgepasst. Nimm doch lieber 2. Okay. Wir gucken mal. Also auf dem Boden 2 von denen. Dann noch so einen Schlitten und noch ein Lenkelement. Natürlich verpisst sich alles, das ist klar. So, was? Oh, muss ja passieren. So, du gehst bitte mal ganz kurz aus dem Weg hier. Ich brauche später. Nein, das bloß funktioniert, wa? Man schlecht sieht es nicht aus, es muss vor allem in erster Linie mal überhaupt schwimmen. Schwimmen, nicht untergehen. Braucht irgendwie ein bisschen Holz, wa? Ja, genug Speed geht sogar, lustigerweise. Nein, nicht abheben, bist du wahnsinnig, Alter. Link abheben funktioniert hier nicht. Was macht der da? Ich will da nur rein. Jetzt macht er schön den Körper. Ja, ich werde schön rausgespült. Das ist irgendwie... Ich habe trotz allem nicht genug Power, wa? Lustig. Ernsthaft, mir ist nicht gespeichert? Och, komm schon. Ja, drauf mir geht das halt nicht, wa? Ah, diese Quest machen mir ganz mürbe, Freunde. Hm? Okay.
Andere Taktik. Hey, hab's doch. Ich kann es nicht bauen, weil ich draufstehe. Alter, leg mich doch, ey. Flugzeug. Ja, aber Flugzeug ist doof. Warte mal. Nur falls es nochmal brauchen würde. Aber nicht so hoch, nicht so tief. So, jetzt kommt es drauf an. Seht ihr? Klappt doch. Naja, zumindest bin ich hier. Ich sehe zwar ihn jetzt nicht, aber er muss hier sein, ganz ehrlich. Alles andere wird schon ein bisschen schräg. Mhm. Rhodonit, ja, ist alles schön und gut. Ist einfach noch das drin, was ich gerne hätte. So Diamanten. Eine versteckte Truhe. Um Himmels Willen, ey. Bisher lohnt der Ausflug noch nicht wirklich. Das gibt's doch nicht. Doch, ich bin's. Der Held. Der Held der Wildnis. Der Held der Tränen. Wie auch immer. Wer bist du? Ja, du brauchst meine Rettung. Ja, komm. Hauen wir ab hier. Dankeschön. Grins. Benjamin. Warte mal. Das heißt also, das ist so ein Typi. Der wohnt in Angelstedt? Ernsthaft? Übrigens, Hill ist noch nicht gemeistert, weil offenbar. Hä, warum das? Was soll es denn hier noch geben? Oh. Na komm. Das ist eigentlich voll fies, wa? Sammelviechen, Tierchen so Platz zu machen. So, jetzt ist die Höhle abgeschlossen. Ja, ich sehe auch sonst jetzt nichts Besonderes mehr. Ein paar Kriechtiere. Ja, Leuchtsamen. Die gibt es überall ein bisschen. Ich denke noch draufhauen, aber nicht das hier. Feuerstein. Fried Feuerstein ist der Name. Okay, okay. Gut, Freunde, wir gehen mal ganz kurz zurück nach Angelstedt. Aber wirklich nur kurz zum Gucken, was, ja, was überhaupt für ein Typ jetzt war.
Weil Angst steht, ich meine, eigentlich gehört uns das Dorf, wenn wir hier noch sind. Das ist, das geht ja alles. Wir können da machen, was wir wollen. Ist alles gratis, alles geil. Ist alles voller Regen, aber sonst ist geil. Angel steht, es steht und fällt. Ist auch schon spät, wa? Merke gerade. Hm. Schleichschneckensuppe. Einfach mal so gratis. Wie machen das jetzt hier? Warte mal. Hier ist das Truhenspiel, da waren wir schon mal. Da ist das Häuschen. Schön friedlich hier, wa? Idyllisch, da war gerne eine Palmfrucht. Mhm. Bisschen nass geworden, kann passieren. Direkt von Angeln steht lernen, okay. Was zum... Was tue ich nur? Was haben wir jetzt für Probleme? Ich bin jemand in den Garten noch heute, wie vor kurzem wohnten. Und nun? Okay, sind uns dankbar, das ist natürlich schön. Ich würde gerne selbst meinen Beitrag dazu leisten. Dann dieses eine Gericht, Hallo-Reis mit Gurken, Gewürz und Fisch und so ein Schnapper. Gurkengewürz? Dann garantiert noch nicht, oder? Hier ist vermutlich nur ein Gurken, ja. Okay, da mal noch hin. Später. Okay, kein Plan, was der mit irgendwie in einem Laden meint, weil hier ist gar keiner. Neue Attraktion! Hä, was ist denn schon los? Strandhotel, Gruppentauchen, Wasserrennen. Was? Wasserrennen? So, frisch und vergnüglich, hä? Das brauche ich. Dumm ist der Bursche in Taburasa, oder? Der soll mal hier vorbeischauen, wenn seine Bauvorhaben in Taburasa zu Ende sind. Das wäre unsere Rettung. Sein Bauvorhaben in Taburasa? Was ist denn der für ein Bauvorhaben dort? Außer unsere Dinger. Unsere Statuen. Oh nee, alter Schwede. Ist mal typisch, wa? Dachte mir so, haben wir das Sidequest abgeschlossen, ja, mal gucken, was jetzt sich geändert hat. Und plötzlich so 1000 neue Quests. Oh. Ja, es waren nur 2, aber das auch nur, weil ich jetzt wieder verschwunden bin. Okay.
Doomstar ist für alle da. Ja, ist ein Bauunternehmen, Vorhaben. Die Monstersammlung, ja, erstmal abschließen. Vorher geht, glaube ich, sowieso noch nichts. Aber ja, machen wir bald, Freunde, keine Sorge. Vielleicht sogar, ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann machen wir, sobald wir aus Atheno raus sind, ne? Also wir eigentlich in Atheno jetzt noch das mit der Robedo, also mit dem Institut machen. Dann natürlich gern die Stadt selber quasi befreien von ihrem schweren Lose mit dem Bürgermeisteramt und so. Das sind so ein paar Dinge. Und dann können wir, denke ich, von mir aus uns dann eigentlich wieder ein paar anderen Sidequests widmen. Also quasi so ein bisschen den globalen Sidequests, ja. Da ist tatsächlich ein Wächter hier oben. Ich frage mich nur, warum. Und ich frage mich, was mit den anderen Wächtern passiert. Vor allem noch so schön festgeschnallt. Ah, Freunde, ein Wächter aus Breath of the Wild. Ein Chica-Wächter, die ja damals vor über 10.000 Jahren dafür... Wie nah fliegt denn der da dran? Alter Schwede! Kann man ja schön von da oben abballern, wa? Egal. Sieht nur von hier, glaube ich, so aus. Auf alle Fälle, die Chica-Wächter, die vor über 10.000 Jahren gebaut worden sind, um gegen Ganon, also gegen die Verheerung Ganon natürlich zu kämpfen. Das wäre klar, dass er da oben ist. Und Ganon, als vor 100 Jahren zurückkehrt, hat sich einfach so, ach komm, wir nehmen die Kontrolle über die Viecher. Das war nicht so geil. Dann haben sie anstatt, dass sie Ganon und seine Kreaturen gejagt haben, stattdessen uns gejagt. Das war nicht geil. Aber fotografieren kann ich es nicht, oder? Was? Tun hat am Rücken Adlerbogen? Cool. Ne, fotografieren geht nicht. So, hier schönes. Puras Tagebuch. Ich gearbeitet habe, weil Projekt Jungbrunnen mir gleich 100 Jahre vom Buckel genommen hatte, habe ich die Leistung etwas angepasst. Nach Vorsicht und Strahlen aussetze, war ich wieder bis in meine 20er gealtert, genau wie erhofft. Endlich komme ich auch ohne einen Raketenrucksack wieder ans oberste Regalfach. Raketenrucksack? Kann ich die Nacht durcharbeiten? Also mit Raketenrucksack muss was anderes gemeint sein als die Sonar-Bauteile, weil das kann irgendwie nicht sein. 3 Tagebuchverstecke stehen bereits fest in übriger Bank und an den nordöstlichsten Zipfeln Akala. Soll jeder nachsuchen. Haben wir dort eins gefunden? Bin mir so sicher. Ja, Freunde, die verschiedenen... nein, Link. Die verschiedenen Chica-Werte es gab. Aber es gab so eine Version, es gab sowas, es gab auch fliegende Dinger. Aber ob es irgendwo noch Bilder von den... Da! Warte mal. Normalen Wächter? Vamedo! Der Tan des Windes. Das war Hutan? Nee, ich glaube nicht, war. War Rudania da hinten vielleicht? Ja, das Ding ist einfach so dieser Zentralkern des Titanen. Wo man ihn ja eigentlich steuern konnte. Ach ja. Schöne, gute alte Zeit, Freunde. Schöne, gute alte Zeit. So. Wo Belo ist, keine Ahnung. Muss ich vielleicht sogar die Quest hier markieren? Ich hoffe mal nicht. Ja, das Ding. Ich kann noch gut daran erinnern. Da ist er ja. Obelo, altes Haus. Guten Morgen, was ein wundervoller Morgen war. Hey du. Wir sind bereit. Bringen wir den Sensor zum Laufen. Also bitte mal dein Pura-Pad, ja? Mach ich.
1 und 2 und 3 und 4. Wenn du den Bandschrein näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus. Geh in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Cool. Wir gehen die Plus-Version davon. Du hast ihn schon gefunden? Ups, ich war zu schnell. Zu früh dran. Das hätten wir trotzdem helfen können, vor allem weil ich ihn entwickelt habe. So hängen war. Sekunde. So, jetzt steht alles drin und dann kommt dann. Ah, sehr schön. Bedingungsanlagen von den Sensor. Na, was sagst du? So toll ist. Ist mir eine neue Funktion eingefallen. Ich habe halt schon daran, einen Prototypen zu verwirklichen. Mir fehlen noch ein paar Daten. Komm mal wieder vorbei. Bis dann. Nicht perfekt. Ja, das weiß ich. Zu uns empfehlen kann ich ein Teleportmedaillon, mit dem du Teleporter setzen kannst. Dann wäre da der Pfad des Helden, der deine Reiseroute zeigt und der Sensor plus nicht nur Schreie aufspüren kann. Das Ding in diesem Vorgänger auch gab. Vom Pfad des Helden kam, glaube ich, erst mit dem DLC. Kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr. Deine Mitarbeit. Im Namen des Fortschritts. So. Das Teleport-Medaillon ist ein famoses Funkt-Jönchen, mit dem du an zuvor besuchte Orte schnell reisen kannst. Dann gäbe es ein klitzekleines Problem, das mich vor einer sofortigen Implementierung abhält. Und dieses Problem wollen wir in der nächsten Folge genauer angucken. Wobei ich glaube, es gibt gar kein Problem, weil ich vermute mal, er hat den Prototypen verlegt. Und wir haben ja zufälligerweise vor kurzem irgendwas gefunden, wa? Bis dahin, ciao zusammen.